Und da habe ich mit, ja, mein SMS-Heft, ja. Das ist für mich lebensnotwendig, für wahr, ja. Bevor ich das SMS versende, lese ich mir den Text noch einmal durch und dann hammer ich den foodverliebten SOS-Notruf, ja, in mein altes Handy. Liebe Lisi, ich weiß, du bist noch urjung und weißt noch gar nicht, was das bedeutet, wenn ein reifer Herr, wie ich zum Beispiel, ja, lange Eier hat. Nein, das hat mit Altherrensex nichts zu tun. Ich stecke in einer Lebenskrise. Meine Eier werden Tag für Tag länger, weil man andauernd stinkfad ist. Deswegen schreibe ich da, liebe Lisa, wurscht. Treffen wir sie morgen um Punkt 11 Uhr vormittags in der U6-Station Westbahnhof. Wir gehen dann aufs Herren-WC, keine Sorge. Ich gebe der Klofrau 10 Euro Schweigegeld und in einer Scheißkabine, ja, zeige da mein Eierproblem. Ja, bitte, Lisi, lass mich nicht im Stich, komm pünktlich. Wenn's nicht um Punkt 11 da bist, renn aufs Häusl und schneid mir mit meiner Mini-Motorsäge das Eierunikum an. Und dann verbliert ich. Und stirb jämmerlich als Menschenochs im Männerklosett. Willst du das haben, Lisi? Willst du das haben? Ich glaub nicht. Also komm, um 11 Uhr, du süße Eierhure. So, und jetzt muss ich das Ganze eine Hammer, ne, eingeben in das Handy, da, das ist nicht verblauen, da, ja. Wo ist das, ja? Na, das ist wieder rot geworden. Fabi, da schon. Meine Finger sind verzaubert. Es geht zu schnell. Hat mich die verzaubert, die Lisi. Wahnsinn, ich bin ja ein SMS-Genie. Und schon kommt die Rückmeldung. Die schickt mir Antwort. Ja, sie ist komme. Ja, was? Nicht. Ein Wahnsinn. Na, da brauche ich nicht am Westbahnhof fahren. Und die Mini-Motorsäge brauche ich nicht mitnehmen. Na, das ist Arsch. Na, da muss ich konsequent jetzt sein. Dann schneiden wir es halt da. Eine Rieseneier. Ich halte diese Schmerzen und diesen Druck nicht mehr aus. Nein, ich schneide mir jetzt meine Monstergabel an. Brusch! Hey, ich fühle mich so leicht, wie ein Vogel, und hab ich eine schöne, glockenhelle Stimme. Vierte!